viele Werk oder viele Sünde in unserer Betrachtung Sachen wie taub ut Gottes Wort, wo der abgestundene Jesus seine Jünger halten, die zwei große Hindernisse zu überstehen oder zu besiegen. Weit wie nach, was die wären? Woran wir in der Hinger der Teuschlutne deren? Ut feiert nicht, die hatten Angst. Angst von den Juden und von den Römern. Sei Gott. Und obwohl Jesus all sich Maria Magdala sich gewiesen hat und auch die zwei Emmaus-Jünger, haben die anderen Jünger dort geglaubt? Die haben am Anfang das nicht geglaubt, dass Jesus abgestoßen wird. Warum nicht? Was hat die angefehlt? Die haben am persönlich noch nicht gesehen. Und ohne am ersten sein wollen sie nicht und am Glauben nicht. So, das wären die zwei großen Hindernisse, die sie überstehen mussten. Erstens Angst und zweitens Anglauben. Angst und Anglauben. Jesus will seine Jünger brücken, um sein Evangelium zu verbreiten, dort weit wie. Aber erst müssen sie diese Hindernisse überstehen. Und Gott will uns auch als Kinder Gottes von der und da halten, unsere Ängste anzubringen, erstens, und auch unseren Anglauben zum Glauben verwandeln. Wir können nicht an Anglauben bleiben, dann kann Gott uns nicht brücken. Wenn wir nicht am Glauben tun, dann kann er uns nicht brücken. Und aber um diese Hindernisse völlig zu besiegen, müssen wir erst Gott uns ganz Hand geben. Wenn wir dort nicht tun, dann wollen wir immer Ängste haben. Wenn wir dort nicht tun, dann wollen wir immer in unseren Anglauben festbleiben. Und wir müssen auch mit seinen Geist gefällt werden. In unserer Betrachtung von der Summaris, wo wir nach einem Ereignis sehen, wo der abgestoßene Jesus mit seinen Jüngern taub war. Zum Anfang, weil ich die ersten 3 Verse für uns lesen, das will ich der Plotitsch lesen, das sind Verse 1 bis 3 von Johannes Kapitel 21. Nun her lässt Jesus sich noch einmal von seinen Jüngern sein, um sei Tiberius. Und das ist, was dort tut. Du wirst Simon Petrus, Thomas, der Zwilling oder Portje, Nathanael von Kana in Galiläa, Zebedäus, seine Sohns, und noch 2 andere Jünger. Simon Petrus sagte an, ich will fischen. Und sie sagten zu ihm, dann kommen wir auch mit dir. Und sie gingen fortschritt, stiegen an eine Lom an oder Boot und fuhren los. Über die Nacht kriegen sie nichts. Woran Petrus und auch 6 andere Apostel fischen fahren wollen, oder nur dem, dass Jesus wenigstens 2-mal erschienen wird, wird uns nicht gesagt. Woran wollen sie nicht fischen fahren? Was glauben ihr? Woran denken sie dort? Okay, einmal hier. Okay, sehr gut. Da wir absolut ein Port davon. Und hier wie noch eine Antwort. Ja, ein Krieg. Und die haben alle beide reich. Erstens wären sie mit hoffnungslos geworden, nicht? Luther in Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, wie dort Krieg oder Fuß, wo sagt das sein? Vor dem, dass Jesus in den Himmel fuhr, frühen sie am Wahrer. Wirst du nie die Rick hier ab dieser Welt abstellen? Nicht? Die haben das noch nicht begreifen, dass er dort nicht im Sinn hat, zu tun. Und zweitens, die wollen fischen fahren, wenn es nie wie er den Meister war, und die müssen nie was zu tun haben, nicht? Und in einem Kommentar erklärt er, sei klar, Adam Clark erklärt, vor Jesu Kreuzigung konnten Jesus und seine Jünger von den Almosen leben, die sie von anderen Nachfolger Christi kriegen deuten. Übernommen dort Jesu hier das Annehmen von Geld ab. Also müssen die Apostel eine andere Annehmen oder Verdienst fängen.
Und sie gingen trainen dort, wo sie vorher wussten, und dort wir fashion. Nicht? Eine von diesen Jüngern, die wären professional Fascher, dort was sie für ihre Annahme hatten. Und wir losen in Vers 3 bis 4, sie gingen fortzurüt, stiegen an der Laum an und fuhren los. Über die Nacht kriegen sie nicht. Und dann tätig Samaria stand Jesus und der Wutterkont, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Und so, die Frage für uns ist, woran wir Jesus tun? Woran erschien Jesus an hier und den Samaria? Die werden nicht immer alle taub. Hier werden, ich glaube, 7 von den Jüngern taub, die werden nach anderen Jüngern. Und Jesus dachte, das ist wichtig, dass ich wenigstens meine Jünger hier was Fashion vordeuten. Auch mir war erschienen. Und diese 7 Jünger hatten die ganze Nacht hier fast über Hannisch gekriegt. Und das ist mir auch manchmal passiert. Ich gehe fashion und ich kriege nicht. Und dann denke ich, da ich hier was erreicht. Und das wären professional Fashion Männer. Und was Fashion Geld kann deuten. Und die haben die ganze Nacht ewig geschafft und haben über keine Fashion gekriegt. Und die haben auch sicherlich gewundert, was sie erreicht deuten. Und Jesus sah, dass sie nicht Erfolg hatten. Und also dann frug er an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Fasche, habt ihr nichts gekriegt? Und sie sagten, nee. Und er sagte an, well, schmied ihr naht und die Reichte sieht von der Lohmrüd. Und dann wollt ihr was kriegen. Und sie schmeiten dort Rüd und dann hatten sie so viel Fasche gekriegt, dass sie dort nicht vom Butter Rüd kriegen können. Die können ihre Naht nicht mehr vom Butter Rüd kriegen. So viel wie die. Dieser Befehl von Jesus und was dann nur auch passiert, soll die Jünger an ihre Arbeit für den Herrn denken haben. Und das ist unser erster Punkt, den wir von der Samaris betrachten werden. Wenn wir unsere Bibel in Matthäus Kapitel 4 blättern, Matthäus 4, du so lesen wir, wo Jesus Petrus und Andreas berufen hat, seine Jünger zu werden. Und ich wollte Verse 18 bis 20 für uns lesen, die wir an Matthäus 4 fingen, und Verse 18 bis 20. Und als Jesus Galiläischen Meer ging, dann sah er 2 Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, die dort naht und dort Meer schmeiten. Und dort waren Fischer. Und Jesus sagte an, folgt mir nur. Und ich war Menschenfischer von den Meeren. Und sie verleiten sofort naht und gingen mit am Meer. Und in Lukas Kapitel 5 fingen wir noch ein anderes Ereignis. Dort mit unserem Anleitungstext sei er für ein Handposten, sei ähnlich ist. Die Verse will ich auch für uns lesen. Ich will Lukas 5, Vers 3 lesen. Das ist ein längerer Aufschnitt. Ich will von Vers 3 anfangen und dann von dort wieder. Lukas 5, Vers 3. Jesus stieg an eine Boot nahen, dort Simon sind wir, und er sagt, er soll ein Ängstchen von der Grund auffahren. Und dann sagt Jesus sich durch und lehrt die Menschen von dem Boot. Und als er abhielt mit Reden, dann sagt er Simon, vornab, wo der Deib ist, lud die Naht rauf zu fischen. Und Simon überantwortet und sagte am Meister, wir haben die ganze Nacht schwer geschafft und haben nichts gekriegt. So, das scheint, als ob Petrus das gewarnt wäre, nicht? So, haben wir die ganze Nacht gefasst und nichts gekriegt. Und dann sagt er, über und daunt. Wenn du so sagst, dann lud ich dort naht rauf. Und als sie dort deuten, dann kriegen sie ein großes Schauf Fisch, so dort ihre Naht anfangen zu rieten. Und dann wangen sie ihre Partner am anderen Boot, dass sie an euch sollen halten kommen. Und sie kamen und sie hatten die Bootsbeet so voll Fisch, dass sie anfangen, unterzugehen. Und als Simon Petrus dort sagt, und voll hei ab, Knien vor Jesus und sagt, Herr, gut von mir weg, ich sehe ein sündiger Mensch. Hei, und die anderen, die mit am Viren staunden über die Mosen Fisch, die sie gekriegt hatten. Verstehen bei? Und Jesus sagte Simon, fürcht dich nicht, von nu an wirst du Menschen grieben, oder wo die Menschenfischer sind. Und als sie ihre Boots dann gelohnt hatten, verleiten sie dort alle und gingen mit Jesus mit. Jesus raubt an, Menschenfischer zu sein.
Aber ohne Jesus gingen diese 7 Jünger zu ihrer anderen Arbeit zurück. Na, vielleicht fallen sie sich noch so ein Schlag, der war, dass sie Jesus verleiten, als er festgenommen war. Markus 14, Vers 50 sagt, dann verleiten sie am Ola und sagen, dass sie weichkämen. Die verleiten am Ola sogar Johannes und Petrus und Jakobus. Diese 3 waren Jesus der engste Freund, was er hat auf dieser Welt. Und die verleiten ihn. Oder vielleicht fühlten sie sich verbesselt oder verbiestert, wie es ihren Meister in Leder nie weich war. Wer wird an nie leben? Anwiesen, was sie tun sollen. Vielleicht wussten sie nicht, was sie wahrlich tun sollen. Vielleicht wären sie mautlos und ein bisschen hoffnungslos. Vielleicht hatten sie Angst, dass sie nicht mehr genug Geld zum Leben haben würden. Und sie wollen ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Geld merken. Kann einer auch gut verstehen, nicht? Wenn eins dort knapp und Geld geht, dann merkt einer sich Sorgen darüber. Wo wird das wollen? So eine Gedanken aus der kriegen wir auch aus Kinder Gottes von der und nach. Wir kriegen Gedanken, die uns von unserer jährlichen Arbeit auflenken wollen. Und liebe Geschwister, hier sehe ich auch nicht verschont. Ich habe Tiden gehört, in denen ich darüber nur gedacht habe, wo würde es sein, wenn ich bloß war der Schullehrer wäre? Das war ich Prediger wäre. Ich wäre ein Hochschullehrer. Hochschul- und Mittelschule. Sekundarium würde eine sein. Wo würde es sein? Und vielleicht bist du von der Samaris eine Sinnerschullehrer oder Musikgrupplehrer oder Usher oder Mathelper. Und du weißt nicht, ob du deine Arbeit, diese jährliche Arbeit wieder tun wirst. So eine Gedanken machen wir ewig tun, liebe Geschwister, wir machen die ewig tun. Jesus hat für all seine Jünger Arbeit zu tun. Und er will uns helfen, darunter denken, dass er uns berufen hat. Wenn wir seine Jünger von der sind, dann hat er uns berufen, Menschenfäscher zu sein. Wir sind Menschenfäscher. Und so wie viele sind nach Hirten, weil er hat, dort wie arm uns ganz Hand geben, um Menschenfäscher zu sein. Menschenfäscher. Und dann wird er uns wiesen, wo er uns nach als Menschenfäscher brücken kann, brücken will und brücken wird. Wenn Gott uns brücken will, und wir weiten, er will uns brücken. Und wenn wir weiten, dass er uns brücken kann, wenn er an uns wohnen wird und durch uns schaffen wird, dann wird er auch wiesen, wo er uns brücken will. Und wird wie für am Daunen sein. Und dann soll wir unsere Uhren auf unsere jährliche Arbeit richten und niemals zurückkicken. Wenn so tun wünscht sich, dass wir zurückkicken. Das ist, was er will. Lukas 9, Vers 62 sagt Jesus Christus, wer seine Hand an den Pflug legt und dann wird. Ja, that's right. Und zurückkickt. Wer seine Hand an den Pflug legt und dann zurückkickt, ist im Gottesreich wenig zu brücken. Er sagt, nicht zu brücken. Nicht zu brücken. Kann wir eine glicke Spur merken, wenn wir zurückkicken mit einem Pflug? Als allmählich. Gott kann uns da nicht brücken, wenn wir weiter uns nicht dort banken, dann, was wir ihr schaden, was wir ihr schweren. Gott hat uns zu was nie gemerkt. Er hat uns mit Kraft gefällt, wenn wir sie in gestern ans Wohnen haben. Er will uns zu was ganz Wunderbares brücken. Wir können nicht zurückgehen mit dort andere, dort alles, was wir mal haben. Wir lesen erst in Vers 7, dass als der Apostel diese große Nacht fast kriegen deuten, dann sehe der Jünger, den Jesus Gott wir, uns wird nicht gesagt, wer das wir, aber wir nehmen an, dass Johannes wir, wegen er das geschrieben hat,
Johannes sagt dann zu Petrus, dort ist der Herr. Und als Simon Petrus hier dort der Herr wird, dann tragt er sich die Kleider über und schmeißt sich am Boden an. Und da steht Wunder, erkannt Johannes, dort es Jesus wäre. Er hat nicht gesagt, ich sehe Jesus, ich sehe ihn Herr in Heiland, er sagt bloß, nur schmied ihn nachrüht. Und du weißt wer er wäre, wer Jesus wäre. An Lukas 4, Vers 8 los, wie dort aus Jesus ein ähnlicher Wunder deit, dann fällt Petrus ab, Knien vor Jesus und sagt, Herr, gut von mir war ich sehe ein sündiger Mensch. Woran sagt Petrus das zu Jesus? Wir würden vielleicht denken, er hat sich sollte freuen, dass Jesus, dass Gottes Sinn vor ihm stand. Und er sagte am Herr, gut von mir wieder. Wie es ein sündiger Mensch sieht. Hat er sich geschämt, als sündiger Mensch vor Gott zu stehen? Sicherlich. Er hat gewusst, dass er noch nicht reich mit Gott war. Dass er eine Arena hat noch hat. Er hat sich gründlich geschämt. Und wir können annehmen, dass Petrus, als er hier dort der abgestohlene Jesus erschienen wird, sich weiter sehr schämen deit. Und so sagt Galater sagt, erschien Jesus um an ihre Arbeit für den Herrn denken zu helfen. Aber er will auch oder er will gekommen, dort klar zu merken, dass sie immer noch berauben werden, seine Apostel zu sein. So erstens, dass sie Arbeit tun haben und zweitens, dass sie von Jesus berauben werden. Solange dass sie alles weiter mit Jesus reich mögen. Und hier will Petrus das besonders klar merken. Und das ist unser zweiter Punkt. Nachdem die Apostel mit Jesus Freistück jeden hatten, dann sagt Jesus zu Petrus im 15. Vers, Johannes 21, Vers 15, Simon, Jona, ist deine Leib zu mir grater als die andere Ehre? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagt, dann werden meine Lama. Und hier fängt Jesus an, direkt mit Petrus zu reden. Und ich nehme an, dass Petrus hat sich ein bisschen gefürchtet, was er mit mir reden will. Bitte, bitte, red nicht mit mir. Und dann geht Jesus direkt nach ihm. Das muss schwer gewesen sein für ihn. Wir wissen, dass Jesus Gott ist und dass er an seine Gedanken und auch Worten kennt und sieht. Er weiß, dass Petrus sich immer noch schämen wird, dass er Jesus 3-mal verloren hat. Und nun wird Jesus ihm 3 Gelegenheiten geben, seinen Leib zu ihm weiterzuweisen. Und das erste Mal fragt er, ist dein Leib zu mir gerade als dein Leib? Und das fragt er, wie es Jesus vorgenommen wird, und seht heute seine Jünger in Matthäus 26, Vers 31. Matthäus 26, Vers 31. Er sagt, diese Nacht war jünd alle euren über mir. Wie es dort steht geschrieben, ich war den Schubhort schlun und dann wurden die Schub von der Herd ut neungeran. Vers 33. Und dann sagt Petrus zu ihm, wann der andere auch alle sich über die euren, ich war nicht. Jesus sagte ihm, ich sei die Wahrheit. Der Hund diese Nacht kriegen wird, was du mir all 3-mal verloren hast. Und Petrus sagte ihm, und wann ich mit die sterben mat, ich will die nicht verlieren. Petrus versprach Jesus, dass auch wenn die anderen alle sich über Jesus ehren würden oder verlieren würden, wird er nicht. Wahrscheinlich wie es er dacht, dass er Jesus mehr Leib hat als die anderen deuten. Aber dann, als es erst bei du wir, verliert er Jesus noch mehr als die anderen deuten. Er verliert ihm 3-mal. In Sprüche 16, Vers 18 sagt, wer stolz ist, geht an die Gründen an, und hochnäsig sein, kämpft vor dem Volk. Und ab dem Untersteht sagt Gottes Wort an, wie man abhossen, was uns das Geld geht, wegen dort ist so leicht zu stolpern.
Als Jesus am det früher hat Petrus sicherlich gewusst, was er damit meint. Also sagt er bloß, ja Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Diesmal vergleicht er sich nicht mit den anderen Jüngern. Und Jesus sagt, dann wird meine Lama. Vers 16 und 17, Vers 16 und 17, Jesus sagt noch einmal zu Petrus, Simon Jona, bist du mir Gott? Und er sagte ihm, ja Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Und Jesus sagte ihm, wer oder hütte meine Schub. Und dann sagt Jesus dort gerade mal zu ihm, Simon Jona, bist du mir Gott? Und Petrus war ganz traurig, dass Jesus am zum dritten Mal früh, ob er am Gott war. Und er sagte ihm, Herr, du weißt alles an. Und du weißt, dass ich die Gott sehe. Jesus sagte ihm, wer meine Schub. Wir lesen, dass Petrus ganz traurig war, dass Jesus zum dritten Mal am der Frauen deit. Of er am Gott war. Und ich glaube, ich nehme an, dass es Krieg dann wir als Jesus der zum dritten Mal Frauen deit, dass Petrus mit am mitfallen kann, wo Jesus dort gegangen war, als Petrus am zum dritten Mal verloren hat. Wo schlagreich muss Petrus sich gefallen haben? Und über Krieg darüber will Jesus mit ihm reden. Liebe Geschwister, das sind viele Dinge von unserer Vergangenheit, wenn Jesus sagt, wo wir. Das sind Dinge von unserer Vergangenheit, worüber ich mich sehr schämen darf. Und wenn wir uns bekehren, dann wollen wir nicht wirklich die Dinge Gott bringen. Wir wollen nicht von den Dingen reden. Wir schämen uns zu viel über die Dinge. Und Krieg über die Dinge, liebe Geschwister, will Jesus mit uns reden. Krieg diese Dinge, weil Jesus hat, die wir anbringen sollen. Hij will haben, dass wir diese Dinge reich machen. Diese Dinge abbringen. Wegen hij will uns auch als Schubhort brauchen, nicht? Als Mitarbeiter in seinen Weingarten, sagt Jesus. Aber ihr schmatten wie am Wiesen, dort wie am Leib haben. Und krieg über diese Dinge mit am Reden. Und Vergebung, Frau, nicht? Die Geld merken. Die Jesus bringt. Wenn wir bloß über die Dinge schämen und die niemals Jesus bringen, dann kann Gott uns nicht brücken. Er will uns brücken. Aber wir machen diese Dinge reich merken. Jesus sagt, komm mal, ich will krieg über diese Dinge mit dir reden. Das wird schwer und schwierig sein am Anfang. Aber Gott will die Dinge weichnehmen, uns vergeben, uns zu Wort nie merken und dann uns brücken. Uns wird nicht gesagt, dass Petrus Vergebung fragt, aber ich nehme an, dass er Gott und den Salgen nach, was Jesus vorgenommen wird, all Vergebung fragt. Und als Bibelleser weit wie, dort wann wir Gott Vergebung fragen und Jesus Christus glauben dann, wie er ist und was er für uns zu tun hat, dann nimmt Gott unsere Sünden völlig weich. Er merkt unsere Horten völlig rein, ganz rein. Er merkt uns zu was nicht. In Psalm 103, Vers 12 sagt, so weit aus der Osten vom Westen ist, nimmt Gott unsere Sünden von uns weich. So weit will Gott unsere Sünden von uns weich nehmen, aber wir müssen die an ihr springen. Und das soll für uns, finde ich, ein großer Trost sein. Wenn wir zu hart gekommen sind, liebe Geschwister, und gesündigt haben, dann will Jesus haben, dass wir unsere Sünden bringen und Vergebung fragen. Jesus will uns die Menschen verschaffen, über ihr Schmatten wie reine Horten haben. Liebe Geschwister, dort gibt es so viele Menschen, die sich Christen nennen, und die fashion, und die fashion, und die fashion, und die fashion, und die Naats, die jährliche Naats, die blieben laarig. Und dann denkt einer sich, was do ich erreichen? Das habe ich auch für Jahren getan, und ich sage bloß keine Fasch. Hast du was? Hast du was zwischen uns und Gott gekommen? Dort ist die Frau, die wir von uns Frauen wollen. Jesus will uns die Menschen verschaffen.
aber ihr schmatten wir ihre Horten haben. Jesus will Petrus aus seinen Apostelbrücken, du wen gleich Jesus am Arbeiten da und jedes Mal nur den Petrus in der Leif für am weiß, entweder seine Lama zu werden oder seine Schub zu halten in werden. Immer diese wird, will Jesus am Wiesen, dort er war sein Apostel, wie er die Menschen mit Gottes Wort ernähren soll und für Gottes Volk sorgen soll. An unserer Betrachtung von der Samarias habe ich top gesehen, wo der abgestundene Jesus 7 von seinen Jüngern erschienen wäre. Und wir sagen auch, dass wenigstens 2 Hauptgründe gibt oder gibt, woran er das tut. Und diese 7 Jünger gingen 3 in ihre weltliche Arbeit. Und Jesus will an denken haben, dass sie nicht mehr Fischer wären. Jesus ruft an, Menschenfischer zu sein. Und alle Kinder Gottes sollen Menschenfischer sein. Und wenn wir darüber beten, dann wird Gott uns auch spezifische Wege wiesen, wo wir das tun können. Und noch ein Grund, warum Jesus seine Jünger erschienen wir an, und auch besonders Petrus, klar zu wiesen, dass sie nicht bloß Jesus seine Jünger wären, dass sie nicht bloß Kinder Gottes wären, sie wären seine ausgewählte Apostel. Und Jesus wusste, dass Petrus sich noch schlecht fällt, aber wo er am 3-mal verloren hat. Und du wegen gleich Jesus am 3 Gelegenheiten, um seine Leib zu wiesen. Und dann gleich Petrus fort arbeiten down, um Gottes Wort zu verbreiten und für Gottes Volk sich zu kümmern. Als Christen, als Kinder Gottes, gehen wir auch durch schwere Zeiten am Leben, besonders in unserer Arbeit für den Herrn. Das geht nicht einmal, das ist nicht einmal leicht für uns und das geht nicht einmal bütgeworden nicht schein. Das sind schwere Zeiten, nicht? Das sind schwere Zeiten, das sind dunkle Zeiten, in Süd- und Waldlandspartur bringen, dort wir unsere Arbeit abgeben sollen. Das ist eine Seite. Der andere Seite ist, liebe Geschwister, wenn wir all für Jahre gefasst haben und noch keine Fast gekriegt haben, dann müssen wir uns selbst die Frage stellen, hast du wohl Wort? Hast du wohl Wort, was ich den Herrn nach übergeben muss, bringen muss? Und wenn Gott uns was am Hort leihen wird, uns was wiesen wird, was er noch von uns verlangt, dann mit alle Gnut und Demut, weil wir eine Gottes Stimme horchen und dir horchen und dort down. Dann wird er uns brauchen können. Dann wird wir kein Menschenfascher wollen. Möge Gott uns helfen. Amen.